Murat Yegener, Oberspielleiter vom Ohnsorg-Theater. Richtig. Anke Kell, Dramaturgin am Ohnsorg-Theater und leitet mit mir zusammen dieses Projekt. Wir suchen nach Geschichten, die hier in der Region spielen, die mit Hamburg zu tun haben, mit Schleswig-Holstein, mit Niedersachsen, also mit Norddeutschland. Wobei es nicht wichtig ist, dass die Geschichten in Hamburg geschrieben werden, die können auch in Süddeutschland geschrieben werden, müssen nur mit heute zu tun haben, also ein Spiegel unserer Zeit sein. Genau, und diese Geschichten sollen auch gut unterhalten. Also eigentlich wollen wir mit dem Wettbewerb Autorinnen und Autoren ein Forum für zeitgemäße Stoffe bieten und denken dabei nicht nur an das Ohnsorg-Theater, sondern wir wollen ganz allgemein eine Aufmerksamkeit für neue Geschichten schaffen. Und unser Traum ist es ja eigentlich mehr als ein Autorenwettbewerb, eine Autorenförderung zu machen. Nicht? Wir wollen die Autoren, die jungen Autoren auch über die Zeit des Wettbewerbs hinaus ja auch begleiten, wollen auch mit unserem Know-how sie unterstützen. Eigentlich sagt der Titel des Wettbewerbs ja alles. Ne? Große Freiheit schreiben. Und unter diesem Titel suchen wir Stücke für ein neues, zeitgemäßes Volkstheater. Denn Volkstheater unterhält nicht nur, sondern befasst sich auch immer kritisch mit den Vorgängen der Zeit. Volkstheater heißt eben nicht nur gestern, sondern heißt auch heute und manchmal vielleicht auch morgen. Darum geht es. Wir laden dazu ein, uns und unserer fachkundigen Jury unter dem Schirmherrin Yared Dibaba Exposés zuzusenden und schon so kleine Szenenbeispiele, damit wir uns einen Eindruck verschaffen können. Und unter all diesen Einsendungen wählen wir dann die 20 geeignetsten aus. Und die Autoren von diesen 20 Stücken haben genau 3 Monate Zeit, ihre Stücke fertig zu schreiben und sie uns zuzusenden, die wir dann hier sozusagen nochmal überprüfen mit der Jury, und davon werden 3 Gewinnertexte ermittelt, die auf jeden Fall dann hier auf dieser großen Bühne des Ohnsorg-Theaters in einer langen Lesenacht dem größeren Publikum vorgestellt werden. Und daraus ermitteln wir dann den 1., 2. und 3. Platz, können aber schon sagen, dass alle Gewinnertexte mit einem Preisgeld honoriert werden sollen. Oh ja, Geld, das ist jetzt mein Stichwort. Was wollen wir von Ihnen? Ja, genau das. Wir möchten Ihre Unterstützung, Ihre Förderung für dieses wertvolle Projekt. Noch vor Corona haben wir gedacht, wir können das alleine stemmen als Ohnsorg-Theater, aber es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Wir bauen auf Sie. Wir sind ganz sicher, dass dieses Projekt für Sie mindestens genauso wichtig ist wie für uns. Also bitte unterstützen Sie uns, wie Sie nur können. Und wir haben errechnet, dass die personellen, materiellen, logistischen Kosten und die Preisgelder sich auf eine Summe von 17.691,50 € belaufen. Genau diese Summe brauchen wir, um den Wettbewerb planen und durchführen zu können. Sie fördern ein großes Stück Hamburger Kultur, junge Autoren. Darüber hinaus bekommen Sie von Hamburger Künstlern Kunstwerke, die sie für Sie zur Verfügung gestellt haben und die wir dann an Sie weitergeben werden. Alle Informationen dazu finden Sie auch auf dem Start Next Portal für Crowdfunding-Projekte, und das wäre bannig gut, wenn Sie uns unterstützen würden. Und holt ihr auch fuchtig!